Wir waren ja jung und hatten eine große Schnauze. Die waren ganz normale Jungs. Wir wollten alle groß und bekannt werden. Groß und bekannt? Das hat geklappt. Nicht nur in Köln. Brings. Aber was war das für ein Ritt? Vom feuchten Probenkeller bis auf die Riesenbühne. Höhenflüge und Abstürze. Krisen und Neuanfänge. Seit 30 Jahren. Karneval 2021. Normalerweise wären Brings jetzt auf der Tour durch die Säle der Region. Stattdessen Konzert im Autokino. Für die Fans und um die Crew am Arbeiten zu halten. Das ist das Leben. Man muss sich irgendwie, glaube ich, den Gegebenheiten einfach stellen. Was willst du machen? Also du hast ja zwei Möglichkeiten, dich unter der Bettdecke zu verstecken, also so ne? Oder nach vorne zu gucken. Ich finde besser nach vorne gucken. Einen wunderschönen guten Abend, da sind wir jetzt. Wahnsinn, was für eine Lightshow. Brings waren die Ersten, die auf die Idee kamen, im Autokino aufzutreten. Ich habe mich entschieden, Musiker zu werden. Da kann ich mich doch, also was heißt, ob ich mich da wirklich in dem Moment entschieden habe, aber ich habe gedacht, so einen Job willst du auch haben. Ich habe die Dröhnland-Symphonie gesehen von Lindenberg und ich werde nie vergessen, wie dieser Schlitten über die Bühne kam mit dieser dicken Alten, die sang, wo dann weiche von mir und der Lindenberg mit seiner Peitsche da hinten und ich war Maulsperrer, ich war Fan von dem und da habe ich dem Papa gesagt, als ich nach Hause kam, ich will den Job haben und dann wusste der Alte, ja jetzt wird's teuer. Seinen ersten Auftritt hatte Peter 1978 mit 13. Er spielte in Schülerbands zusammen mit seinem jüngeren Bruder Stefan, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Wir waren als Band noch nicht so, dass wir also alle beieinander hatten. Dann haben wir uns wirklich darum gekümmert und dann kam der Harry ins Spiel. Und da habe ich den Harry in den Dirk Studios kennengelernt. Harry Alfter spielt Gitarre seit seinem 10. Lebensjahr und galt damals als einer der besten Nachwuchsgitarristen in seiner Heimatstadt Bonn. Ich habe ja in so einem Gitarrenladen gearbeitet. Und irgendwann kam so ein Typ an und sagte, ich suche einen Gitarrist. Ne? Ich sage, ja, warte, wer sucht einen Gitarrist? Ist ja klar, wenn du Gitarrist bist, hast du immer solche Ohren und willst immer gucken, wer wo spielt. Und der Schlagzeuger der Band kam in den Laden und sagte, ich habe hier einen Sänger, hast du Bock? Ich mit meinem Auto dahin, irgendwie, Peter Brings stand da, freien Oberkörper, voll Rock'n'Roll-Typ halt irgendwie. Und wir haben gejammt, Peter, da war der Stefan noch dabei und ich haben gejammt. Ja, und dann haben wir uns gefunden sozusagen. Wir haben dann eine Band gegründet, die hieß No Excuse. Wir haben dann versucht, Englisch zu singen. Mit No Excuse kamen die ersten größeren Auftritte. Doch der richtige Durchbruch stellte sich nicht ein. Aber das hatte überhaupt nichts, also keine Identität oder so. Das war blöd. Weil von uns keiner richtig Englisch konnte. Mein Vater, Rolli, hat dann immer zu mir gesagt, boah, Peter, was ihr da verzapft, der war ja Englischlehrer, das geht ja gar nicht. Ne? Ich kann mich an eine Nummer erinnern, da wollten wir unbedingt, weil das war ja zur Hochzeit des Kalten Krieges, da hieß eine Nummer von uns Under the Wings of a Hawk, also unter den Schwingen eines Falken. So Schwachsinn, ey. Under the Wings of a Hawk, was heißt das eigentlich? Okay, keine Ahnung. Ist sowieso egal. Ne, also bei englischer Musik ist es sowieso oft egal, was du singst, aber dann musst du halt irgendwie, das muss dann wirklich glaubwürdig sein, ne? Dann geht das auch. Aber als wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir singen jetzt mal in deiner Sprache, ist besser, ne? Dann habe ich Katharina geschrieben. Und da merkten wir, da passiert jetzt was anderes. Das Publikum verstand uns, wir wussten, wovon wir singen. Und wenn man sich nach einem Konzert über die Texte unterhält, dann weißt du, da hast du nichts falsch gemacht. Der Song erzählt von den geplatzten Träumen einer alleinerziehenden Mutter.
proben mit dem Beethoven Orchester Bonn. Wir proben mit dem Orchester für eine Aufnahme, also wir nehmen mit denen zusammen eine Platte auf. Es war angedacht, in diesem Jahr ein Großkonzert zusammen zu spielen. Es wäre Beethoven-Jahr gewesen und da das jetzt nicht geht, aufgrund der Pandemie, machen wir dieses Album. Die Kneipe ist bald leer, nur die Neonröhren boven an der Decke jeder. Sie ist jen müde und die Beine sind jetzt schwer. Für Glück hat sie genug. Peter hat die Nummer geschrieben und das, was den beiden passiert, also in dem Lied der Katharina und dem Vater ihrer Kinder, das ist schon sehr, das sind wir. Ja. Nur wir zwei, wir haben durchgebleiben. Nur wir zwei machen es gut. Peter und Stefan Brinks sind nicht nur die Namensgeber, sie sind das Herz der Band. Sie sind Bauch und Kopf der Gruppe. Wir sind kurz hintereinander geboren. Zwischen uns liegt noch nicht mal ein ganzes Jahr, sogar eine Woche weniger. Meine Mutter war bei meinem Bruder gerade 18, bei mir gerade 19. Und wir waren auch so richtige Schlüssel um den Hals und ab dafür. Echt eine große Brüderliebe. Das ist alles, was so. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich liebe den über alles. Der geht mir tierisch um den Sack, den ganzen Tag. Ich dem sehr wahrscheinlich auch. Aber wenn er nicht da ist, ist alles noch viel schlimmer. So verschieden wie wir sind. Also die scheiß Fahrradfahrerei da, 566 Kilometer bis der Arsch, das kann ich einfach nicht. Stefan hat bis heute keinen Führerschein. Er fährt überall mit dem Fahrrad hin. Die beiden sind grundverschieden, aber musikalisch auf einer Linie. An den meisten Songtexten arbeiten sie zusammen. Mein Bruder hat sich echt, also meiner auch angenommen, weil ich als Kind wirklich durch diese Brille und das schlechte Sehen, ich war also schon ein bisschen gehandicapt auch. Ne? Und dann habe ich 1969 eine Brille bekommen mit solchen Gläsern. Also die haben dir die Nase wirklich aufs Kinn runtergezogen, die Dinger. Und du bist früher auch echt gehänselt worden. Ne? Brillenschlange. Und da war mein Bruder immer, der war immer hinter mir. Und wenn irgendeiner was gesagt hat, klatsch, klatsch, hat er eine gehabt. Ey. Die beiden sind eins. Also das ist so, die beiden sind zwar Pech und Schwefel, aber trotzdem sind die beiden eins. Da kommst du nicht, wenn die beiden das so sich was ausdenken, ist das so. Wenn du ein Ziel verfolgst und ständig Angst hast, kommst du nicht weiter bei deinem Ding. Dann musst du dir ständig umdrehen und gucken und denken, was machst du, wenn das nicht klappt. Ich gehe jetzt erstmal so ganz blauäugig davon aus, dass das funktioniert. Dafür bin ich auch schon viel zu lang dran. Und das Wade hat sich gelohnt. 1990 bekamen sie Kontakt zum legendären Kölner Musikmanager Karl-Heinz Pütz. Ich weiß, wir hatten bei einem Kumpel ein Demo aufgenommen und da war auch unter anderem Katharina drauf. Und da sind wir oben zum Karl-Heinz gegangen, haben mir das Demo vorgespielt und nach der zweiten Nummer sagte der zu mir, ich besorge den Plattenvertrag bei der EMI. Muss nichts mehr machen, ich mach das schon. Und das ist dann auch so passiert. Und dann war die große Frage, wer produziert das? Klaus Häuser. Klaus Major Häuser war in den 1980er und 90er Jahren der Gitarrist der Kölner Band Bab. Da habe ich eine Kassette gekriegt mit irgendwelchen Probeaufnahmen. Und es hat mir auch direkt sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand den Peter auch wirklich, ich habe in dem immer direkt einen gesehen, wo ich gedacht habe, also aus denen kann mal was werden. Die wussten auch, was sie wollten und die hatten auch was zu sagen. Häuser brachte sie in die legendären ICP-Studios nach Brüssel, wo schon Depeche Mode und The Cure aufgenommen hatten. Wobei man dann auch schnell lernen musste, das ist richtig Arbeit. Und da haben wir gedacht, das machen wir mal eben mit links. Und dem war nicht so.
Ich war da mehr so wie so der Erziehungsberechtigte und Lehrer. Weil das Schwierigste bei denen war, diesen Haufen irgendwie zusammenzuhalten. Für die war das wirklich ein Klassenausflug. Und man musste die wirklich jeden Tag zur Raison rufen. Ich hatte eine Suite, das war so ein Altbau. Da hatten wir so eine Suite, da war eine Sauna drin. Und er hat natürlich gesagt, ja, in den Räumen bitte nicht rauchen. Wir haben natürlich in der Sauna gekifft und gesoffen. Da war riesen Theater und der ganze Holz gestunken hat und so. Wir haben dann nur die Sau rausgelassen. Der musste immer aufpassen, ja. Da wurde schon was getrunken und so, auch und so, ne? Aber schon ein bisschen viel teilweise. Und auch was geraucht und so. Wir waren da schon so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen am Fliegen. Oder sagen wir mal so, du warst da schon ein bisschen drüber. Das haben die Leute zu Hause immer gefragt, Jungs, wann geht der mal nach Belgien aufnehmen? Wir haben in Nippes so viele Studios, ne? Weil in Nippes, also wenn wir in Nippes mit den Sonnenbrillen rumlaufen, kommt uncool. Und Nippes, Studios sind ja nicht in. Und wenn wir dann ICP auf der Platte draufstehen haben, dann sagen alle, boah, was heißt das denn? Die letzten 20, 30, 40 Interviews, die geben wir eigentlich nur mit Sonnenbrillen. Oder irgendwie mit so kurzen Hosen manchmal. Also ich glaube wirklich, dass im Nachhinein ich so bestimmt nicht der falsche Typ für die war. Weil ich kenne ja auch Produzenten und ich glaube, viele von denen hätten die anders behandelt als ich oder gar nicht behandelt und hätten das nach ein paar Tagen aufgegeben. Das hat sich gelohnt. Von jetzt an ging's aufwärts. Ich schenk dir mir Herz kam als Single raus und dann die erste LP. Zwei Zorte Minsche. Ich stand vor dir, grad wie eine kleine Fan. Komm, ich schenk dir mir Herz. Wenn du dann auf einmal so die Möglichkeit hast mit so Simple Minds, Billy Idol habe ich hinter der Bühne kennengelernt. Wir haben Sting kennengelernt in Rock am Ring. Wir haben Rock am Ring gespielt zweimal. Das war schon, wenn 80.000 Hände hochgehen. Das ist unfassbar. Und dann mit den Leuten, da bist du im Korb. Ich habe schon gedacht, klar, ey, Hollywood, ich komme. Die Plattenfirma setzte das ganze PR-Karussell in Gang. Fotoshootings, Interviews, ein Auftritt nach dem anderen. Alles innerhalb weniger Monate. Good man. Bernd hat genossen. Bernd ist gut gewesen. Stücke ist nicht richtig scharf, oder? Ich bin blind. 1992 kam Kai Engel als Keyboarder zur Band. Er kann alles spielen, was Tasten hat. Sogar eine Kirchenorgel. Hier in der Kulturkirche in Köln-Nippes treten Brings seit fast 20 Jahren regelmäßig auf. Ich kenne die Jungs von früher, damals durch Rolli und Papa, die ein bisschen befreundet sind. Und so ist das gekommen. Peter hat mich angerufen, das ging eigentlich recht schnell. Ich habe eine Demo bekommen von der Scheibe, von der CD Casala, damals noch als Tape aber. Und habe das mir eine Woche reingezogen und war mir natürlich ganz wichtig, dass ich das gut drauf habe. Und wenn siehe da, es hat alles geklappt. Und eine Woche später waren wir schon auf Tour, im April 2009 war es. Das zweite Album Casala brachte Brings in die Charts und auf immer größere Bühnen. Doch der Höhepunkt war ein ganz besonderer Auftritt vor über 100.000 Zuschauern. Ja, und dann kam Arschu. Ich war mit Teilen der Band, waren wir oben auf dem Silberens, auf dem Tor drauf. Und wir haben gesehen, wie die Leute die Bonner Straße runterkamen. Es kam immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich bin mit der Bahn, bin ausgestiegen, hab schon die Leute gesehen. Ich denke, was ist los, ey? Alter Schwede, viel los. Und ich hatte nie gedacht, dass die alle hinlaufen. Das Konzert am 9. November 1992 gegen Rassismus und Neonazis war eine Reaktion auf die Brandanschläge auf Migranten. Und dann haben wir uns ganz klar positioniert. Du darfst nicht rechts sein. Das ist ganz wichtig zu vermitteln. Und wir haben natürlich, sind wir ein Sprachrohr. Wir sind eine Musikband. Wir spielen vor vielen Leuten. Wir wollen die nicht bekehren. Wir wollen nur einen Wink mit dem Zaunfall geben. Sagt, Leute, das geht nicht. Können wir nicht machen. Ne? Eine Alternative bieten. Für uns als Band, wie wir heute da stehen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Nummern hier Ali. Mein Vater hat den Text geschrieben vor 35 Jahren. Es hat sich nichts geändert. Riesenbühne, Peter kloppt da diesen Nazi in die Tonne zurück. Das war irgendwie, ich nehme an, eine Idee von dir mal wieder, ne? Ja, wir haben den gemalt und ja, aufgeblasen. Aufgeblasen, ne?
Stimmgerät dabei. Rolli Brinks ist politischer Liedermacher. Seit über 40 Jahren tritt er mit seiner Musik ein gegen den rechten Hass. Und das hat auch seine Söhne tief geprägt. Wir sind in den letzten Kriegstagen die Edelweißpiraten mit Zwangsarbeitern zusammen. Da vorne standen Galgen, sind die hier aufgehangen worden. Wir sind lebende Stolpersteine an so einem Tag, nichts anderes. Im Herz von Bielefeld, wenn ganz am Walder liegt. Solange der Edelweißpiraten von Jessen morgen steht. Vor 40 Jahren haben wir damit angefangen. Da haben wir noch keine eigenen Lieder gehabt, da haben wir noch Antifa-Lieder gesungen. Bella Ciao haben wir gesungen. Und ich glaube, wer sowas hier hört und dann nachfragt, warum singen die hier, wer waren die Edelweißpiraten, was ist hier passiert, ich glaube, das brennt sich oben im Kopf ein. Ja? Das macht auch ein Stück immun gegen die rechten Verführer. Ja, und das kann zum Schluss die Welt verändern. Haltung und Erfolg waren für Brinks nie ein Widerspruch. Die Jahre 91, 92 waren für uns, das war wirklich, die Stadt hat über uns geredet. Und dann konntest du deine Miete erst bezahlen, brauchtest keinen anderen Job mehr machen. Und die Plattenfirma hat jetzt so das Gefühl gehabt, wir müssten jetzt mal so richtig so wie so Ami-Stars rüberkommen. Jetzt machen wir den Deckel drauf. Jetzt machen wir Gold. Jetzt machen wir euch richtig groß. Und deswegen wurde da auch viel Geld in die Hand genommen. Ein ganz bekannter Fotograf, der hat so Westernhagen und so, der hat so alle fotografiert. Der hat uns dann mit Babyöl eingecremt, der hat meine Locken dann schön gemacht, ich wurde Windmaschine gestellt und dann wurde ich 1993 der schönste Sänger Deutschlands in der Rock-Pop-Beat. Als Kalenderblatt. Also eigentlich nichts anderes als wie ein Tittenblatt. Wenn ich Titten gehabt hätte, hätte ich da wahrscheinlich im Playboy gehangen. Ne? Da habe ich gedacht, jetzt bist du wirklich Rockstar. Es war mit Abholservice. Da sind wir damals haben wir die Platte in Hilversum aufgenommen, in den Philips Studios da. Wisselord hieß er. Hi. How you doing? Great. You son of a bitch. Everything okay? Neil Dawson war der Typ, der das ingeniert hatte. Der hatte davor The Dream of the Blue Turtle von Sting aufgenommen. Also ein Typ, der einen Grammy hatte. In Wisselord. Absolut. Also in dem Mikrofon, an dem ich stand, hatte vorher Elton John und Bryan Adams aufgenommen. Damit man weiß, was los ist. Der Nachteil war, die konnten nichts mit der Mucke wirklich anfangen. Die Songs sind alle viel zu schnell. Die Texte wurde nicht drüber geredet, weil die das nicht verstanden haben. Und das hätten wir uns mal schenken können. Das ist nicht unser Ding. Also ich habe echt mit Händen und Füßen versucht, dass diese Platte nicht Hexensex heißt. Was für ein Scheißtitel, Alter. Was für ein Dreck, ey. Du kennst das Cover ja, ne? Alles so Locken und dann oben ohne. Und vielleicht war es auch too much. Kann auch sein. Die Verkaufszahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Der erste echte Dämpfer für Brinks. Es war dann so, dass unser Schlagzeuger die Band verlassen musste. Hat dann auch nicht mehr gepasst. Und dann ging es los. Dann sagte Harry zu mir, ja, ich habe da noch einen, aber der Vater ist ein Problem. Ich sag, wieso? Der ist Minister der CDU. Und ich so, boah, nee, hab ich keinen Bock drauf. Das war zumindest in dem Genre, in dem ich unterwegs war das auf jeden Fall ein Hinderungsgrund. Das war kein Bonus, das war nichts, womit du klar hast mit sowas dann in Presse gekriegt. Und wie ich später erfahren habe, das haben die Jungs da sehr, sehr eingängig darüber diskutiert, noch bevor sie mich eingeladen haben, vorzuspielen, ob sie mich überhaupt einladen, weil wenn ich es denn sein sollte, musste man sich bewusst sein, da wird das auf jeden Fall ein Thema. Ne? Und das ist mir unfassbar auf den Sack gegangen. Da kam der Christian an. Der konnte jeden Song spielen, wirklich jeden Song spielen. Der war so vorbereitet wie nur eins. Christian Job. Christian Blüm stieg 1995 kurz vor den Aufnahmen zum 4. Album Glaube, Liebe, Hoffnung ein. Auch diese Platte kein Verkaufserfolg. Dann sollte die Tour losgehen, meine erste Tour. Und werde ich auch nie vergessen, wie bei irgendeiner Probe der Balu reinkommt, sich so ganz wichtig in der Tür aufgemacht und gesagt, so Jungs, wir müssen mal kurz reden. Ich habe mal die ganzen Vorverkaufszahlen von den Konzerten mal überprüft und das läuft gar nicht. Wir müssen von den, weiß ich nicht, 25 Konzerten müssen wir 15 absagen. Da habe ich so da gesessen, ich dachte,
irgendwie liegt kein guter Segen über deiner Musikerkarriere. Wir mussten unser 4. Album machen, wir hatten alle schon Kinder und da ging es auf einmal um was. Es war jetzt nicht mehr egal, wenn es nicht klappt, dann studiere ich halt doch noch Umwelttechnik. Der Zug war abgefahren. Es ist natürlich für Peter immer eine totale Bürde, weil die Schuld in Anführungsstrichen da beim Sänger liegt, tut sie ja gar nicht. Weil der ist nun mal nur einfach der Sänger. Aber ich glaube, dass der Peter oft dann über den Frust, dass das wegen ihm ist der dann oft echt hart, also dann hat's oft geknallt. Ich war am Ende praktisch ganz kaputt. Am Boden von einer Whiskyflasche. Nach den Jahren auf der Überholspur kam vor allem Peter als Frontmann nicht damit klar, dass der Erfolg jetzt ausblieb. Es folgte der Absturz. Sich zu blühen. Die Kneipe trägt mich an wie ein Motterblick. Als es dann wirklich anfing zu kippen, da ist der Peter dann oft auch, da hat er dann echt oft über die Stränge geschlagen. Bis hin zu so Situationen, dass ein großer, wichtiger Gig anstand und der war nicht zu erreichen und wir wussten nicht, wo der ist, wussten nicht, was mit dem ist und ja, klar. Und dann, sowas ist gefährlich. Ne? Ich habe echt Scheißzeiten auch gehabt. Bei mir ging das alles gut, bis genau wie Selling anfing. Ich dann in so einer Clique war, wo echt abends so ein halbes Kilo Koks am Tisch lag und da ging es dann echt nach hinten los. Also Kokain ist, ja, das ist scheiße. Das muss man einfach so sagen. Da fickst du deinen Kopf mit und auch alle, vor allen Dingen alle drumherum auch. Peter war manchmal 2, 3 Tage unterwegs, keine Ahnung, wo der war. Ne? Und wir hatten einen Auftritt irgendwo. Und das ist unsere Existenz. Der zerstört ja dann auch meine. Also ich habe ja auch von der Musik gelebt. Sie haben ja alle von der Musik gelebt. Wir wollten nichts anderes machen. Und hat das natürlich gefährdet. Wir hatten Zeiten, wo die mich dann vor ausverkauften Konzerten im E-Werk einfach eingeschlossen haben, im Keller. Also wirklich weggesperrt haben, damit ich funktionieren kann. Und wir wussten halt so 3, 4 Plätze, wo der sein könnte. In Mülheim gab es da so einen Platz bei irgendwelchen Kumpels. Und da bin ich mit Stefan manchmal hin und hab den da in etwas desolaterem Zustand und auch unter erheblicher Gegenwehr, weil natürlich der dann auch in so einem Moment dann keine Uhr gesagt hat, nee, du kommst jetzt, nein, ich komm nicht. Also es war körperlich. Da klingelte der und dann sagte der nur so, raus. Wie raus? Raus. Und dann, ja, ist gut. Und dann bist du gegangen. Weil ich wusste genau, noch eine kriegst du eine. Das war nicht einfach damals, mich hat das auch genervt. Und für mich war es ja auch nicht nur der Sänger der Band, es war ja auch noch mein Bruder. Und Christian und Stefan sind da echt durch die Scheiße gegangen und haben sehr wahrscheinlich am Ende mir meine Karriere und damit auch mein Leben gerettet. Weil wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn die nicht gewesen wären. Da war die Familie Band wirklich eine Familie. Familie und Band halfen Peter wieder in die Spur zu kommen. Und auch musikalisch ging es langsam wieder bergauf. Bis ans Meer kam als Single raus. Finanziell blieb es schwierig. Die Band musste sich eine neue Plattenfirma suchen. Ich weiß das so in den so 98, als auch das bezeichnende Album Knapp rauskam, das hieß nicht umsonst so, da war es wirklich knapp. Also da war jeden Monat gucken, wie Miete bezahlt wird. Ne? Als ich zum Geldautomat gegangen bin und die Karte nicht mehr rauskam, ne, habe ich gedacht, oh Scheiße, ne, was ist das denn ne, für ein Scheiß. Ne? Und habe ich mir gedacht, was machst du denn jetzt? Ne? Der Uli und die Ellen hat uns zur Hochzeit meiner Frau eine Stratocaster geschenkt. Die war von 1964, das kannst du dir nicht vorstellen. 1964 bin ich geboren. Zu dem Zeitpunkt war die auch schon richtig gut was wert. Ne? Und dann habe ich jemanden gefunden, der hat mir da Geld für gegeben. Und das ist der totale Abfuck gewesen. Ne? In dem Jahr, bevor wir 10 geworden sind, ne? Also sagen wir mal 2000, das Jahr 2000, das war so ein Jahr, das war wirklich schwierig. Da wurde es auch irgendwie eng und du hast gemerkt, da war so ein bisschen auch der Mut flöten gegangen. Also wir waren echt monetär am Arsch, also da ging gar nichts mehr.
Stell dir mal vor, zu der Zeit wäre uns sowas passiert wie jetzt. Da denke ich echt oft an die jungen Bands. Dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Für die neue Platte spielt das Bonner Beethoven-Orchester auch einen der größten Hits von Brings ein. Ein Song, der ihnen vor rund 20 Jahren die Existenz gerettet hat. Ja, und dann kam Superheld-Sick. Und das war die Initialzündung. Da hatten wir damals einen Bananenbunker geprobt an der Markthalle in der Südstadt. Und der kam, der Peter, mit einem Song an. Sagte, ja, ich habe hier so einen Song geschrieben zum Jubiläum, 10-jährigen Jubiläum. Und ohne irgendwelche anderen Ambitionen. Einfach nur, ich habe uns mal ein Geburtstagslied geschrieben. Und dann aus dieser Nummer ist dann Superheld-Sick geworden. Ja. Mann uns die Tüdern, der kam so mit an, genau wie die war. Und dann haben wir das dem damaligen Labelchef Stefan Fingerhut, so eine richtige Kölsche ist der Stefan, und dem Walter Pütz vorgespielt. Und die haben zum Peter gesagt, ich schwör's dir, wenn du damit in Karneval gehst, haust du alles weg. Und dann wir so, Karneval, wir hatten mit Karneval, außer in der Straßenkarnevalswoche mal Party machen oder so, hatten wir mit Karneval nichts, aber auch gar nichts zu tun. Dann haben wir gesagt, weißt du was, das hat Stefan gesagt, sollten wir mal den Höhnern vorspielen. Und dann, die hatten damals schon einen sehr beeindruckenden Konferenzsaal mit so einem ovalen Tisch für 12 Personen. Dann haben wir da gesessen und die Nummer vorgespielt. Und dann haben die Höhner gesagt, ach ja, für euch ist das nix. Aber könnt ihr uns geben. Uns könnt ihr die immer geben. Für uns wird ja ganz gut. Wenn du willst, gibst du uns. Ne? Und da wussten wir, jetzt haben wir einen Hit. Die Höhner nahmen Brings in der Session 2001 mit auf die Karnevalsbühnen. Und ab ging's. Waren so das, worauf der Karneval hier, glaube ich, gewartet hat. Wir waren so eine Erneuerung nach fast, sage ich jetzt mal, 30 Jahren demselben. Kamen auf einmal so ein paar Langhaarräder hin und was passiert jetzt? Und ich weiß, dass der große Karnevalshit vor Superheld-Sick war Die Hände zum Himmel. Was ja auch eine erfolgreiche Nummer ist, aber das war ein bisschen auch dann einfach zu oft vielleicht schon gewesen. Und Superheld-Sick erzählt ja die Geschichte von einer Party, die völlig aus dem Ruder läuft. Und wo sie immer alle sagen, ah komm, so schlimm ist das ja, und du weißt genau, doch, so schlimm ist es. Und ja, Schnee im August, da ist ja alles drin, was nicht rein darf. Und allein schon der Satz, mach uns die Tüt an, war schon, das war schon eigentlich keine normale Karnevalsnummer, weil, das ist ja schon was anderes gewesen. Ne? Als wir im Gürtel standen und der Prinz hinter mir sang, mach uns die Tüte an, hat der Stefan so angeschubst und gesagt, Revolution, Alter. Der Prinz singt das. Der Durchbruch war geglückt. Aber Brings und Karneval? Eine Liebe auf den ersten Blick war das nicht. Ja, es war schon ein Kulturschock, ne, so für uns. Also, weil das schon ganz krass war, weil du kannst das ja nur aus dem Fernsehen. Ne? Du kannst ja nur den Süper und mal die Höhner hast du mal im Fernsehen gesehen. Täterä, ne? Und dann haben wir dann Superheld-Sick gespielt und ja, und dann kann der Peter erzählen, wer dann rausgegangen ist aus dem Saal. Ne? Wer ist denn rausgegangen? Damals der Engels. Ja, der Hans-Horst Engels, der Festkomiteechef, der konnte es nicht leiden. Der ist immer mit seiner Frau immer grundsätzlich aufgestanden, wenn wir gespielt haben. Demonstrativ. Und der saß ja mal in der ersten Reihe hier vorne, der ist immer rausgegangen. Hast du nur so von hinten gehört, wie die gesagt hat, nee, das ist eine Menge fast laufend. Für uns natürlich extra motivierend, weil sowas war bei uns wirklich so. Das hat uns nicht gestört. Das haben wir so gedacht, ja, und jetzt wird's richtig bitter, mein Freund. Wo sind eure Händchen? Ich will sie alle sehen! Puppe, Karte, Danze, das kannst du. Ever, Puppe, Karte, Danze, das kannst du, das kannst du. Poppe, Kate, Danze wurde 2003 zum zweiten großen Karnevalshit von Brings. Doch für manchen Karnevalsfunktionär war das zu viel.
Poppe, Karte, Danze. Poppen, Karten spielen und tanzen. Aber in dem Lied geht's nicht ums Poppen, weil das ist ein Ausspruch, den haben wir von unserem Opa übernommen. Nach dem Motto, das heißt eigentlich, ich kann mich nicht auf dich verlassen. Und so haben wir da ein Lied draus gemacht. Und das Allergeilste, was uns passiert ist... Ich bin zum Bäcker gegangen und auf den Kästen kleben die ja immer so drauf. Dann war mein Gesicht da drauf mit einem Balken, da stand Gesangsverbot für Brings. Da habe ich gedacht, ey, Alter, jetzt hast du zum ersten Mal Geld verdient, jetzt geht das alles nach hinten los, darf nicht sein. Sowas kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Dann haben uns Gesellschaften angerufen und gesagt, ja klar sind wir im Festkomitee, ich lasse mir von dem gar nichts singen, ihr spielt die Nummer bei mir. Und zwar 3-mal hintereinander, der Engels kann mir am Arsch lecken, da ging er da. Genau, alles richtig gemacht. Und das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben. Wir haben gesagt, wir machen jetzt so lange weiter, bis der Karneval unser wird. Und so kaperten die Jungs in ihren Karo-Hosen die Säle und Festhallen, wurden zur erfolgreichsten Band im Karneval und feierten einen Hit nach dem anderen. Brings mischten den Karneval auf wie keine Band vorher. Ich habe ja gedacht, so als alter Rock'n'Roller, du kennst alles. Nee, weit gefehlt, Alter. Die Säle sind immer voll, da sind immer Leute, die haben immer Bock mit dir zu singen. Und wenn du dann noch eine Nummer hast, die sie alle kennen, egal wo wir hinkamen, wir wurden gefeiert. Doch Karneval ist auch ein Knochenjob. 200 Auftritte in der Session, bis zu 8 an einem Tag. Jedes Jahr eine Herausforderung. Ich kann mich daran erinnern, erste Session, dass der Harry mit, 45 Fieber, mit Wadenwickel in den Bus gelegen hat, wir den hier hochgeschleppt haben. Und der hat gespielt, also wirklich so, als hätte der, keine Ahnung, was Heroin genommen. So hat der gewankt, da ging nichts mehr. Das ist echt auch knallharte Arbeit, das kann man gar nicht anders sagen. Du musst funktionieren, du musst körperlich funktionieren. Auftritt trotz Fieber, keine Privatsphäre, immer unterwegs. Ja, ich hatte ja schon Burnout. Nach 180 Auftritten kriegst du das schon irgendwie. Das ist schon, der Peter ist ja auch schon umgefallen, ich bin umgefallen, alle schon umgefallen. Ne? Und dann manchmal fragst du dich, ist es das wert? Ne? Weil jedes Mal eine Karnevalssession sind nicht ein Jahr älter werden, sondern 5 Jahre älter werden. Ne? Da gab es schon so Momente, wo auch der Peter dann wirklich verzweifelt war, hinter der Bühne gesessen hat und geheult hat. Er sagte, ich kann nicht mehr, kommt nichts mehr, ich kann nicht mehr singen, es geht nicht. Wo wir dann weiß ich auch mit Kortisonspritzen dann direkt da in den Hals irgendwie den wieder fit gespritzt haben. Und das ist ein Lernprozess. Inzwischen machen alle 5 regelmäßig Sport. Trinken in der Session keinen Alkohol und ernähren sich gesund. Nur so halten sie die Ochsentour zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch durch. Du musst wirklich clean und voll konzentriert da rausgehen. Weil jede Veranstaltung hat das Recht, einen fokussierten und Künstler zu sehen, der da ist. Die müssen immer denken, ich bin jetzt für euch das erste Mal hier und jetzt gibt Gas. Allerdings muss man auch ganz klar sehen, dass wenn du im Karneval Erfolg hast, und das ist das Schöne bei uns hier in unserem Breiten, kannst du auf einmal auch wieder im Sommer auf Tournee gehen. In diesen 2 Monaten, die der Karneval dauert, spielst du vor 600.000, 700.000, 800.000 Leuten live. Wenn da 10% von in deine Restjahreskonzerte kommen, hast du ja gewonnen. Ne? Das muss man sich echt mal... Also so richtig große Stars wie Grönemeyer spielen sowas auf Tourneen. Das haben wir jedes Jahr, das machen die alle 4 Jahre. Das konnten wir jedes Jahr machen. Zum 20. Geburtstag 2011 erfüllten sich Brings ihren größten Wunsch. Ein eigenes Konzert im, natürlich, komplett ausverkauften Müngersdorfer Stadion mit Gästen wie Nina Hagen.
Schlagzeuger Christian Blüm war damals treibende Kraft bei der Organisation dieses Riesenevents. Und trotzdem übertraf das Konzert all seine Erwartungen. Der ergreifendste Moment war, dass wir da rauskamen, auf die Bühne drauf und dann von hier vorne wie so eine Laola-Welle sich Gebrüll begann zu entwickeln. Also dann durch das ganze Stadion und dann fing unser Intro an zu laufen, das kam vom Band. Und wir sind so um die Bühne rumgegangen und wir hatten so einen ganz langen Laufsteg, bestimmt bis hier. Und hier war so eine zweite Bühne, eine kleine Bühne mit einem Schlagzeug drauf. Und da haben wir Willkommen in Köln, unsere erste Nummer gespielt, wo es prompt angefangen hat zu regnen in Strömen. Und, aber dieser Moment, hier in der Mitte zu sitzen, das war fast beeindruckender als auf der Bühne, weil du um dich rum nur Leute gesehen hast. Und das war schon ein Moment, wo man aufpassen musste, nicht in Tränen auszubrechen. Willkommen in Köln, willkommen zu uns, den braven Arschloch, den schlauen Kopf. 48.000 Zuschauer waren gekommen. Die Karten waren nach dem Robin-Hood-Prinzip verkauft worden. Nur 5 € für den Innenraum und dafür sehr hohe Preise für die schicken Logen. Das ist schon Film. Also du stehst auf der Bühne und du denkst, es wäre ein Film. Du denkst eigentlich nicht, dass es echt ist. Wir haben unter strömenden Regen alle zusammen ein Wahnsinnsfest gefeiert. Das Schönste bis heute an diesem Konzert ist, die sind alle geblieben. Es ist niemand gegangen. Also die halbe Stadt war am nächsten Tag todkrank, hat im Bett gelegen mit, keine Ahnung, mit Wärmflaschen um den Kopf oder was. Aber es ist niemand gegangen. Es war ein totaler Akt der Solidarität uns gegenüber. Das war toll. Das war wirklich toll. Ja. Das war schon ein schöner Moment. Ja. Hatte ich auch Pipi in den Augen. Ich fand, das war ein unerhörtes Fest. Wir haben unseren kühnsten Träumen uns das nicht vorstellen können, dass wir sowas erleben. Ihr habt uns den schönsten Geburtstag unserem ganzen Leben beschert. Wir werden euch das niemals vergessen. Vielen Dank. Ich muss jetzt mal ein bisschen heulen. 20 Jahre nach ihren schrummeligen Anfängen im Probenkeller, Höhenflug, Absturz und der Wiederauferstehung im Karneval waren Brings ganz oben. Wir können echt alles machen. Wir können alles machen. Ich kann jetzt eine Rap-Nummer machen, ich kann eine Klassik-Nummer machen. Also wir haben wirklich die Freiheiten. Ne? Das ist das Gute. Das ist das Gute an der Band. Jetzt im Corona-Jahr, das alle Pläne über den Haufen geschmissen hat, kommt der Band ihre Kreativität zugute. Ab da gehen wir rein, ja? Okay. Unterstützt werden sie dabei von Helmut Rüssmann, seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten. All die Clowns, die schlafen lang und die Apen sind im Stall. Bist du still, dann hörst du sie lachen, hier und überall. Seit 2003 ist er ein sehr enger Wegbegleiter der Band. Ich bin immer noch nicht, habe ich das Gefühl, als wenn ich immer noch nicht da drauf wäre. Meine Arbeit als Produzent, mir geht es immer darum, dass der Titel gut ist, dass der für die Band gut ist und dass die Band das gut transportieren kann. Wo ist das Gitarrensolo? Warum höre ich das nicht? Das ist leise gemischt. Ist wahrscheinlich, ist ja nur so ein Raffmix jetzt. Okay. Warte mal gerade. Entschuldigung. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich weiß da gar nicht, Peter, wo ich bin. Wir lassen noch mal laufen. Guck mal zu mir Ich hier sag ja gerade. auch die Band, ich höre die Band, ich höre nur Orchester und das Orchester ist Matsch. Das ist nicht, dass das geil klingt. Weißt du, was ich meine? Peter, guck mal gerade vielleicht zu mir. Wir lassen es noch einmal laufen, dass du weißt, Ja, aber ich will was ganz anderes sagen. Du kriegst keine Feelings, wenn du einen scheiß Playback hast. Man nimmt das wie Streitgespräch, aber eigentlich wollen wir immer das Gleiche. Er hat ein Ohr dafür, für Sachen, die, ich sage jetzt mal, kommerziell sind. Und kommerziell ist eigentlich gut, weil es bedeutet, ne, das ist, ich weiß, dass das in unserer Branche immer so ein Wort ist, ist kommerziell. Aber kommerziell heißt, dass viele Leute das haben wollen.
Und dann holt man sich auch schon mal andere Stars auf die Bühne, wie Florian Silbereisen, mit dem Brings 2014 Polka 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 aufgenommen haben. Wenn dann so Musiker sagen, ja du, ich finde es total gut, in so einem kleinen Club zu spielen, das ist total so intim und so. Ne, ist viel geiler, im Fußballstadion zu spielen. Erstmal, wenn du die Gage nach Hause schleppen musst, ist das viel geiler. Und zu zweit ist das auch geiler, für 50.000 Leuten zu spielen. Wenn du an diesen Job antrittst und nicht erfolgreich sein willst, kannst du im Bett liegen bleiben, ist meine Meinung. Da brauchst du das ja gar nicht machen. Deswegen, die goldenen Schallplatten sind für mich schon auch ein Beweis dafür, dass wir uns durchgebissen haben bis zum Schluss. Und wir haben 2 goldene Schallplatten für wohlgemerkt 2 kölsche Nummern. Und nicht für Hochdeutsch, ich liebe dich, Uschi, komm mal wieder nach Hause oder was. Ne? Ja, weil das versteht ja jeder. Ich bin nur ne kölsche Jung. Und mi Herz, dann immer auf der Zunge. Vielleicht ist Kölsche Jung das Kölsche Wort für Rock'n'Roll. Das heißt, das Maul aufzumachen, sich nichts gefallen zu lassen. Wenn Missstände um dich herum sind, einfach zu sagen, so geht das nicht. Der Kölsche Jung. Für Brings eines ihrer wichtigsten Lieder. Bleib wie du bist und lass dich nicht verbiegen. Dafür steht dieses Lied. Und jetzt das Corona-Jahr. Brings haben den Song für diese ganz besondere Karnevalssession geschrieben. Der Karneval hat was tief Anarchistisches. Und Singe Allah, das ist ein Song, um den Leuten Mut zu machen. Und wenn ich da rausgehe, fühlt es sich so an, als wenn wir die Internationale singen. So wie so ein Protestlied ist das so. Auf jeden Fall weitermachen, nicht kleinkriegen lassen. So ein Feeling hat man manchmal. Ne? Zuidet ons toe ons als in de Welt hück maar religion. Niks blieb wie het war, alles Druck und Druck. Maar religion, ein Licht für die Stadt, ohne Licht für die Lück. Wer mir glaube da dran, das Leben gehört zurück. Und wir singen allein, denn sind wir verloren. Und wir singen jetzt für besser Morgen. Komm, wir singen allein, vielleicht ein bisschen schneller. Und das war der Ort, könnt ihr uns bestimmt bald wieder. Und wir sagen, herzlichen Glückwunsch zum 30. Jungs. Auf die nächsten 10 Jahre.